Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal natürlich das Thema Ralf Rangnick. Bevor wir reingehen, wie immer, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da, schreibt gerne einen Kommentar. Damit unterstützt ihr das, was ich hier so tue. Warum dieses Video? Es wird eine kurze Geschichte werden heute. Ich werde kurz meine Meinung dazu sagen, dass Ralf Rangnick bei uns abgesagt hat. Weil ich sonst wieder 200.000 Fragen in jedem Gaming-Stream, den ich so mache, bekomme zum Thema. Und dann kann ich einfach auf dieses Video verweisen. Ja, ich persönlich, ich habe es ja gesagt, ich war eh nicht so angetan von Ralf Rangnick, von der Person her. Sportlich hätte er uns wahrscheinlich gut getan. Für meinen Kanal wäre es gut gewesen, weil die nächste Saison richtig Action gewesen wäre mit den ganzen Alpha Wölfen da in der Führung. Das hätte richtig gerauscht, richtig geknallt. Ich traue jetzt einen Ralf Rangnick nicht hinterher oder sonst was. Ich habe jetzt aber auch keine Schadenfreude oder sowas. Für mich geht die Phase einfach weiter, wie wir es darstellen. Jetzt sind wir bei Trainerlösung D dann angekommen. Marco Rose, Hansi Flick oder doch am Ende der Zeit Markus Babbel, der gesagt hat, er kann auch der 99. Kandidat sein und der Uli Hoeneß kann ihn auch einmal oder zweimal die Woche zusammenfalten, hat er gar kein Problem mit. Er macht das zur Not auch ein Jahr als Übergangslösung, bis ein anderer Trainer dann gefunden wird. Also haben wir doch schon mal jemanden, wenn alle Stricke reißen, holen wir den Markus Babbel und gut ist. Spaß beiseite. Es ist natürlich mal wieder ein Armutszeugnis. Ja, es ist ein Armutszeugnis, dass diese ganze Chose in der Öffentlichkeit stattfindet und das tut sie einzig und allein wegen Uli Hoeneß, der das so klar kommuniziert hat. Und dann kann natürlich ein Sportdirektor und ein Sportvorstand auch nicht mehr zurückrudern und sagen, ach nee, eigentlich ist das gar nicht so, blasülz. Es ist eine Farce. Es ist eine Farce, dass das komplett öffentlich gemacht wurde. Ja, wir warten jetzt auf die Antwort von Ralf Rangnick. Ja, eigentlich wollen wir ihn. Ja, und das klappt jetzt nicht. Ja, ist halt so. Gut, gehen wir zum nächsten über. Mal gucken, kann der Uli sich wieder hinsetzen, kann er wieder erzählen. Ja, wir sind jetzt mit denen in Gesprächen. Es ist eine Farce, Leute. Es ist eine Farce, dass das alles öffentlich ausgetragen ist. Und Fakt ist, Ende April ist durch. Es ist eine katastrophale Vorstellung mal wieder. Wenn das alles so weitergeht, es wird keinen Umbruch in dieser Mannschaft geben. Es werden alle Spieler da bleiben. Garantiere ich euch. Es ist... Wenn du es noch niemals hinkriegst, einen Trainer zu verpflichten, jetzt unabhängig von Ralf Rangnick, einen Trainer zu verpflichten, der zu deiner Philosophie passt, der etwas mit dir aufbaut, wie willst du es dann schaffen, einen Umbruch in dieser Mannschaft voranzutreiben? Also aktuell gerade, es ist wirklich schwer, sich vorzustellen, dass wir das Ruder rumgerissen kriegen. Erst recht durch dieses Uli Hoeneß Interview, das ein Max Eberl und ein Freund komplett untergraben hat, meiner Meinung nach. Ich habe keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich am Ende, Grüße gehen raus an Chico, auf den Hansi Flick hinauslaufen, weil er der Einzige ist, der sich das antun wird, weil er woanders nicht wirklich Standing hat. Ob er dann der Richtige ist, einen Umbruch zu gestalten, eine Mannschaft aufzubauen, eine Spielphilosophie zu integrieren, ich persönlich glaube das nicht. Hat er schon in der Nationalmannschaft nicht geschafft. Wie soll er das dann beim FC Bayern schaffen? Ich bin gerade echt sprachlos, was da diese Farce angeht. Also, ich habe schon vor dem Ralf Rangnick Deal gesagt. Oder Deal, was heißt Deal? Vor den Ralf Rangnick Verhandlungen. Man müsste jetzt schon so konkret einfach so, bam, das ist unser Trainer. Die und die Gründe, Feierabend. Das Einzige, wie du das Ruder noch hättest rumreißen können. Und was hat man gemacht? Man hat die Verhandlungen mit dem Ralf Rangnick komplett in die Öffentlichkeit gestellt. Komplett. Absolute Farce. Wir geben ein Bild ab wie die letzten 2 Jahre. Und wie wir es schon oft gesagt haben, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Langsam aber sicher kriege ich
Angst um unseren Verein. Sage ich euch, wie es ist. Also, ich weiß nicht, es wird Zeit, dass wir endlich in ruhige Fahrwasser kommen, dass wir endlich das umsetzen, was wir predigen, dass die Oberen einfach die Fresse halten, was Öffentlichkeit angeht und man einen Freund und einen Eberl auch einfach mal arbeiten lässt. Dass so ein Ralf Rangnick natürlich aber auch dadurch abgeschreckt wurde, dass so ein Thomas Tuchel öffentlich angegangen wird vom Uli Hoeneß und der das sogar nochmal nachlegt und dann sogar nochmal nachlegt, ja, ich werde das jetzt in Zukunft wieder öfter machen, dass ich öffentlich rausballer. Welcher Trainer, der wirklich was bewegen will, der weiß, wie schwer das auch ist, der weiß, dass das Höhen und Tiefen haben wird, lässt sich denn auf diese Kombination ein? Das ist ein Selbstmordkommando. Ja, das muss man so klipp und klar sagen. Also, wenn da nicht jetzt langsam aber sicher strukturelle Änderungen in diesem Verein aufkommen. Ich meine, wir haben jetzt schon den Chrissy umgesetzt, wir haben den Eberl umgesetzt, wir haben den Freund. Aber solange der Uli und der Kalle da einfach ihre Fresse nicht halten können, öffentlich gesehen, kommen langsam immer mehr Zweifel in mir hoch. Ich war der felsenfesten Überzeugung, wir kriegen das hin bis Ende April, wir werden einen Trainer haben, wir werden klaren Umbruch haben im kommenden Jahr. So wie Eberl das kommuniziert hat, habe ich ihm das 100% abgenommen. Ja, die Wirklichkeit sehen wir jetzt gerade schon. Sieht komplett anders aus. Komplett. Ja, also Grüße gehen raus an GB an dieser Stelle. So langsam gehe ich mit in deine Kerbe rein, dass ich es mir kaum noch vorstellen kann, dass sich nächste Saison irgendwie groß was ändert. Vor allem, wenn man jetzt schon hört, dass wir mit unserem super Alleintänzer Leroy Sané, der noch nicht mal mehr in den Halbzeitpausen bei der Mannschaft ist und 5 Minuten vor Spielbeginn eingeflogen wird, 5 Minuten nach Spielbeginn ausgeflogen wird, schon darüber nachdenken, den Vertrag zu verlängern. Ich bin fertig gerade, Leute. Ist gerade alles, es ist wie Tuchel. Tuchel setzt sich auch immer dahin, analysiert immer alles richtig, sagt, das hätten wir so und so machen müssen, das hätten wir so und so machen müssen, nimmt aber null Einfluss darauf während des Spiels. Auch nicht anhand seiner Auswechslungen. Und so kommt der Verein gerade rüber. Der Verein weiß, was schief läuft, der Verein weiß, was er haben möchte, aber er setzt es nicht um. Er lässt den Kahn einfach fahren. Ich weiß nicht, wohin. Also ich bin ratlos mittlerweile. Ich sag's euch, wie es ist. Ich mache mir ernsthafte Sorgen um diesen Club. Ja, das ist, was ich sagen kann. Keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Ob man in Marco Rose reingeht und dann nochmal 20 Millionen oder was auch immer nach Leipzig zahlt. Wäre ein wilder Take. Ob man Hansi Flick anruft, wäre für mich genauso ein wilder Take. Ich meine, vielleicht belehrt der Hansi Flick mich eines Besseren, kann gut sein. Ich denke auch, dass ein Marco Rose passen würde. Definitiv. Ob er auf dem Niveau dann passt, wird man sehen, aber man hat auch bei seinen Vereinen gesehen, wo auch immer war, dass er auch Zeit braucht. Ne? Die hat er mal gekriegt, mal nicht. Siehe Dortmund, siehe jetzt Leipzig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wohin die Reise geht. Vielleicht sollte man einfach doch Markus Babbel anrufen und mal sagen, Markus, do it. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer, haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten, wir werden am Montag, diesen Freitag, morgen gibt es keinen Stream. Meine Stimme macht es auch nicht wirklich mit, da stundenlang durchzulabern. Von daher werden wir das auf Montag setzen, 18:30 Uhr. Dann quatschen wir über das Spiel gegen Real, über unseren neuen Trainer, der ja bis dahin feststeht. Merkt ihr selber, oder? Und werfen einen Blick auf das Rückspiel gegen Real Madrid, Leute. In diesem Sinne, und natürlich ein Rückblick auf das Spiel gegen Stuttgart, was jetzt nicht super interessant ist, aber ihr wisst schon, ne? In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, Leute, habt viel Spaß.
Macht euch nicht so viele Sorgen um unseren Verein, wie ich es vielleicht gerade tue. Ich finde es gerade wirklich wild, aber gut, so ist es, ne? Und natürlich wie immer, Leute, vielen lieben Dank für euren super Support hier auf den Kanal. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.